Geht's wohl, wie der Fischerwetter? Ja, schaut mal den schönen Sonnenuntergang, den wir heute haben. Perfekt für unser kleines Intro. Oh, das ist hier noch ein bisschen rauszoomen. So, wie ihr seht, haben wir neuerdings auch einen kleinen Garten. Ein kleines Upgrade bekommen zu unserer Wohnung. Nein, natürlich nicht. Ja, wir wohnen jetzt bei meinen Eltern und unsere Wohnung abgeben. Also bis unsere Reise losgeht, Ende Dezember, sind wir jetzt noch da. Wir haben hier das Zimmer. Genau. Den Rest haben wir eingelagert. Einen Container. Genau, ja. Also das meiste haben wir ja eingelagert, wir haben wirklich nur noch das Wichtigste hier, so ein bisschen nur Winterkleider. Und dann das, was wir dann wahrscheinlich auf die Reise mitnehmen. Wobei, das ist noch eine andere Geschichte, wenn wir das auch dann wirklich genau machen. Und ja, wir haben gedacht, im heutigen Video zeigen wir euch einfach, wie das gegangen ist beim Zügeln. Vor allem machen wir noch eine kleine Wohnungstour durch unsere alte Wohnung, weil die war wirklich mega klein gewesen. Aber wir haben uns mega wohl gefühlt. Also ich glaube, wenn wir später mal das Video schauen auf Reisen, wenn wir ein bisschen Heimweh haben, schauen wir das dann. Wir haben dann noch viel mehr Heimweh. Ja. Also nein, es ist für uns ein bisschen cool als Erinnerung. Ja, genau. Und vielleicht ist es auch für euch interessant zu sehen, auf wie kleinem Raum dass man das zweite leben kann. Ja, aber wir haben auch gewusst, es ist befristet. Genau. Darum haben wir es halt auch nochmal umso mehr. Also es ist wirklich gut gegangen, aber jetzt auf Jahre raus wäre das natürlich nichts. Aber so zum Sparen bis auf die Weltreise und so ist das eigentlich perfekt gewesen. Genau. Darum ja, gehen wir doch mal schauen, wie das ausgesehen hat vor, wie viele Tage sind es jetzt? Ziemlich genau vor einer Woche. Das haben wir das letzte Mal. Etwa vor 5 Tagen. Ja, 5, 6 Tage haben wir das letzte Mal in der alten Wohnung geschlafen. Also wie ihr seht, die ganzen Kartons stehen schon parat. Aber bevor wir räumen, zeigen wir euch jetzt noch mal kurz, wo wir die letzten 4-5 Monate gewohnt haben. Dann hier im super grossen Eingangsbereich mit unserem super praktischen Garderobenständer. Dann haben wir hier mein Schuhgestell. Natürlich der Meli ihr Schuhgestell. Selber schauen, wer mehr Schuhe hat. Dann gerade hier daneben unsere super grosse Küche. Ist hier so in einem Schrank versteckt. Ist wirklich nur ganz klein, 2 Herdplatten und der passende kleine Kühlschrank dazu. Ist eigentlich nie wirklich viel drin. Aber was natürlich nicht fehlen darf, Landjäger und Käse. Ohne da geht bei der Meli gar nichts. Das Fondue für den Notfall, wie halt so jeder richtige Schweizer im Kühlschrank sollte haben. Kann man die immer wieder schön hier innen verstecken, wenn man sie nicht braucht. Dann gerade nebenan haben wir unser Bad. Das kleinste Bad, das wir je hatten, aber das macht nichts. Mit Dusche, Brünneli, WC, mehr braucht es eigentlich nicht. Dann geht es weiter hier zum Esszimmer, bzw. zum Tisch. Auch nicht wirklich gross. 2 Stühle. Im Notfall haben wir noch 2 Klappstühle. Der eine steht irgendwie jetzt dort hin. Falls wir mal Besuch haben. Dann natürlich das Büro. Hier, wo alle unsere Videos geschnitten werden. Und hier, wo wir unsere Reisepläne vertiefen. Dann hier noch ein Gestell mit ein bisschen Bürokram. Im Moment ziemlich alles mein Kamerazeugs dort in diesen kleinen Kisten, Boxen drin. Natürlich das Bett. Auch ganz wichtig. Direkt am Fenster. Kuschelige Küsse von der Meli. Dann hier mein geliebtes Expedit-Regal. Das habe ich jetzt sicher schon etwa 3-4 Mal hin und her gezügelt, immer wieder auseinandergebaut oder zusammengebaut. Und jetzt kommt es dann definitiv weg, Brocki. Da sind jetzt noch der Meli ihre Kleider drin. Sie hat schon recht ausgemistet, muss aber noch ein bisschen mehr, bis wir gehen, sonst passt das nicht in den Rucksack rein. Schrank mit meinen Kleidern drin. Hier noch super gemütliche Sessel, wo ich leider viel zu wenig drin gehockt bin. Aber ja, gehen wir noch schnell rüber. Ich zeige das Ganze nochmal aus der Totalen. Ja.
Das war es. Eben hier haben wir die letzten 4-5 Monate drinnen gelebt. Und ich glaube, wir wissen beide jetzt schon, dass wir das früher oder später auf der Reise irgendwann werden vermissen. Rein. Ja, wer vielleicht auch mal so etwas braucht, hier in Oberempfeld bei der Giger Möbeltransport AG. Geht's ja mit dem Fischerwetter? Grüezi, mein Name ist Fischer von der Fischer Bettwarenfabrik Wedischwil. Wir fabrizieren nordische Duvet und Küsse in Top-Qualitäten, in jeder Größe und verkaufen direkt ab Fabrik. Wir sind hier bei der Giger Möbeltransport in Oberempfeld. Und ihr seht, das ist unser Container, den wir bis Ende 2017 gemietet haben. Wir zahlen 90 Franken im Monat für 4 Kubikmeter. Und ja, und wir schauen, da hat echt einen Haufen Platz drin. Hat sogar noch mehr Platz, als wir jetzt gebraucht haben. Und ja, vielleicht, wenn irgendjemand mal so etwas braucht, wenn ihr auch mal auf Weltreise gehen wollt, wisst ihr, wo ihr so etwas bekommt. Dann noch kurz unsere Aussicht zeigen. Es geht hier eigentlich einfach so einen kleinen Innenhof raus. Nicht wirklich etwas Besonderes, man kann nicht runter in den Innenhof. Aber man hat hier noch gerade vis-à-vis das Tanzstudio. Da ist jetzt gerade niemand drin, aber es war auch immer lustig, denen zuzuschauen. Und ja, sonst nicht immer die leisigsten Nachbarn, aber was erwartet man in der Altstadt? Das müssen wir uns eigentlich nicht beklagen.